Herr Jesus, wir schauen auf dich an diesem heutigen Morgen. Du bist im Zentrum. Danke vielmals, dass wir in dir auf festem Grund stehen dürfen. Deine Liebe ist genug und wir wählen das Lob für dich. Amen. Amen. Wir kommen zu der letzten Predigt in der Serie Worte mit Gewicht. Und zwar gibt es in der Bibel nämlich Worte mit Gewicht, Worte, die eine tiefe Bedeutung haben, wo geladene Begriffe sind, wo ganze Konzepte hinterstehen und wo sich durch die ganze Bibel durchziehen. Und diese Wörter, so Wörter möchten wir auf die Spur gehen, möchten wir nachgehen, in dieser Predigtserie ein paar von denen entdecken und herausfinden, was es da nicht für eine Tiefe drin gibt. Wir haben 2 Ziele gesetzt für diese Serie, oder 2 Sachen, auf die wir hinzielen, hinschaffen und wir gerne möchten mehr davon sehen. Das erste ist nämlich eine tiefe Wertschätzung. Eine tiefe Wertschätzung für den grossen Erzählbogen der Bibel. Die Bibel hat nämlich einen roten Faden, einen, der sich durchzieht. Von der ganzen Bibel kann man dem Geschichtsbogen nachgehen und entdecken und staunen, was es da nicht alles drin hat. Die Geschichte der Bibel geht über Schöpfung hin zum Fall, zur Errettung in die Ewigkeit drin. Das ist die Geschichte, die von der Bibel erzählt wird. Und jetzt gibt es so Begriffe, eben so Wörter mit Gewicht, die ziehen sich durch die Bibel durch und die erzählen die Story von der Errettung und von der Ewigkeit. Und diesen Wörtern möchten wir nachgehen, den Geschichtsbogen möchten wir entdecken und geniessen an dem heutigen Morgen. Und das Zweite ist, wir möchten auch zurüsten, dass wenn wir die Bibel lesen in unserer eigenen Zeit und über so ein Wort dann stolpern, dass wir merken, aha, halt, stopp, da muss ich aufpassen, das ist nicht einfach nur ein simples Wort, sondern das ist eben so ein Wort mit Gewicht, mit Bedeutung. Und dann tut sich die Bibel noch mehr vor uns auf und wir können noch mehr staunen und begreifen, was Gott in seinem Wort uns alles will offenbaren. Also auf das schaffen wir hin. Das ist das Ziel. Wir haben schon Begriff angeschaut von Bergen. Wir haben schon geschaut, was der Exodus bedeutet und wir haben schon über Drachen geredet. Genau, Drache ist auch ein Wort mit Bedeutung. Wenn du die Predigt verpasst hast, man kann die, glaube ich, online nachlesen. Ich habe die im klassischen Gottesdienst gehalten, findet ihr auf unserer Homepage. Und heute, das letzte Wort, das wir miteinander anschauen, ist das Wort Städte. Städte, um die soll es heute gehen. Und wir haben schon gemerkt, ein paar von euch, die sind sehr städtebegeistert, die haben da ganze Geschichten erzählen zu ihrer Lieblingsstadt und das hätte nicht aufhören, gell? Bla 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 bla. Und andere haben sich vielleicht eher schwer damit da, zum überlegen, eine Stadt, Mann, ich habe aber gar nicht gerne Stadt, ich bin doch eher Berg. Letzte Predigt, das war meine Predigt. Eben, weisst du, in die guten Schweizer Berge gehen, das ist viel besser als jede Stadt. Hey, machen wir mal eine repräsentative Kreuzpunkte-Umfrage. Wer ist Stadt? Yay! Wer findet Stadt ist super? Zeigen mal Hände hoch. Wer ist so City People? Wo sind meine City People? Ja! Okay. Und wer ist jetzt eher so Stadt-Nein-Team? So, liebe Berge, wer ist so eher Anti-Stadt? Bleiben wir fern mit dieser Stadt. Ich sehe da schon Familienkonflikt, gell? Dort ist die Hälfte Stadt yay und die andere Hälfte nein. Viel Spaß beim Ferienbuchen. Genau. Ich möchte mich erinnern, wir haben vor Jahren einen Städtetrip geplant. Und zwar, das 4. sind wir da gewesen, meine Frau, mein Schwager und seine Frau. Das 4. haben wir gesagt, hey, wir machen zusammen einen Städtetrip. Und jedes Jahr machen wir einen Städtetrip, gehen verschiedene Städte schauen. Wir sind auf Budapest gegangen. Das haben wir genau ein einziges Mal gemacht, nachher nie wieder einen Städtetrip gemacht. Einen einzigen haben wir gemacht. Ich weiß warum. Ich glaube, wir haben Kinder bekommen. Dann, ja, ist das irgendwie... Dann schleppst du noch ein Kind von A nach B, nach C, nach D und dann irgendwann haben wir gefunden, ich glaube, wir lassen es bleiben mit diesen Städtetrip. Aber etwas ist mir geblieben von Budapest. Und zwar sind wir am Morgen auf der Suche nach einem guten Ort für ein Morgen in Budapest, so auf der Hauptgasse in der Altstadt durchgelaufen, Restaurant, Kaffee,
in Masse, oder links, rechts, alles voll und auf der Suche nach willigen Kunden, die kommen zum Morgen essen. Und die sind tatsächlich auf der Straße gestanden und haben gesagt, hey, kommt doch zu uns. Und so. Also wirklich so aktiv am Leute anwerben gewesen, dass sie kommen zum Morgen essen. Und ein paar haben einen speziellen Deal gehabt. Das ist mir recht eingefahren. Es war nämlich der Spezialdeal in Budapest. Wenn du bei uns zum Morgen isst, dann gibt es gratis zu deinem zum Morgen dazu einen grossen halben Liter Bierkübel. Das hat uns überzeugt, genau, dort sind wir zum Morgen essen. Und ich glaube, dort hat so meine Aversion mit Städten angefangen. So, ich kann mir vorstellen, wer macht, warum zieht das? Das ist nämlich nicht wenige Restaurants, nicht wenige Cafés, die das angeboten haben, der Deal. Und das hat irgendwie funktioniert. Anscheinend hat es eben schon auch einen Grund, wieso, dass man Städte ja häufig auch so ein bisschen mit verrucht assoziiert, oder? Städte sind häufig einfach auch ein Ort von der Sünde. Es ist irgendwie nicht mega positiv, nur die Städte, oder? Auf jeden Fall, wenn man in die Bibel schaut, wird das Bild sehr schnell klar, dass Städte eigentlich primär etwas Schlechtes sind. Ein Ort, wo Sünde daheim ist. Und wenn wir jetzt in die Bibel reingehen, möchten wir anfangen und wir möchten schauen, okay, was hat es mit diesen Städten auf sich? Wie zieht sich das durch die Bibel durch? Und ich habe eine Quizfrage, Bibel-Trivia-Frage. Und ich sage jetzt mal einfach, das weiss niemand, diese Frage. Das ist Expertenlevel hoch 1000. Wie heisst die erste Stadt, die erwähnt wird in der Bibel? Babel ist die zweite Stadt, darum habe ich gesagt, das ist eine Expertenfrage. Es gibt vorher noch mal eine. Wer weiß es? Ur, das ist in der Diskussion historisch von der ältesten Städte, ist auch nicht in der Bibel die erste Stadt, die erwähnt wird. Weiss es irgendjemand? Schaut, ich kann sogar einen Preis für den, der es vielleicht motiviert das. Spezielle Kreuzpunkt M&M's. Also es lohnt sich, um die Frage zu beantworten. Weiss es jetzt jemand? Babel ist die zweite, Second City. Es gibt eine Stadt vorher. Oh, okay, das ist schon mal nicht schlecht. Hunter Guy? Nein, das ist zu wenig gut, für das kann ich keinen Preis geben. Also gut, ich verrate es euch, wir schauen es an. Die erste Stadt heisst tatsächlich Henoch. Benannt nach dem Sohn vom Kain. Der Kain ist nämlich der erste Mensch in der Bibel erwähnt, der eine Stadt baut. Und wir lesen das im 1. Mose 4, 16 bis 17 von der ersten Stadt. Dann verließ Kain die Nähe des Herrn und wohnte im Land Not, Land des ruhelosen Lebens, östlich von Eden. Als Kain mit seiner Frau schlief, wurde sie schwanger und brachte einige Zeit später einen Sohn zur Welt, Henoch. Kain baute eine Stadt und benannte sie nach ihm. Das ist das erste Mal in der Bibel, wo eine Stadt erwähnt wird, vom Kain erbaut. Und ich gehe davon aus, die meisten haben schon gehört vom Kain und vom Abel. Der Kain, der seinen Brüder erschlägt und dann von Gott muss flüchten, muss wegrennen, verbannt wird und jetzt eben in dem neuen Land eine Stadt baut. Und es ist sehr bezeichnend, sehr bedeutungsvoll, dass der Kain nach der Flucht Gottes, vor Gott, eine Stadt baut. Und vielleicht hast du jetzt ein grosses Bild von Stadt. Also wenn die Bibel von Stadt redet, dann ist das nicht in dem Sinne eine Stadt, wie wir das verstehen, oder? Riesige Ansammlung von Menschen, sondern du musst wissen, was eine Stadt ausmacht. Oder was eben ein Dorf von einer Stadt unterscheidet, ist vor allem die Mauer. Um die Siedlung drumherum. Also, wenn in der Bibel von einer Stadt redest, dann kann das sein, dass das 10 Häuser sind, 10 Hütten, die aber zum Schutz eine Mauer aufgebaut haben. Und das ist die bezeichnende Charakteristika von einer Stadt in der Bibel. Es braucht eine Mauer zum Schutz. Und man kann dann die Frage stellen, okay, warum hätte Kain eine Stadt gebaut? Er musste vor Gott flüchten, ist verbannt worden von Gott und jetzt hätte er für sich selber schauen. Er hat selber seinen eigenen Schutz bauen, hat selber schauen, wie er jetzt zu Schlag kommt. Er hat Angst gehabt, dass er gejagt wird, dass andere Menschen ihn töten wollen. Und so baut er eine Stadt und baut zu seinem eigenen Schutz eine Mauer um die Stadt drumherum.
Und es ist in der Verbannung von Gott, im Weggehen von Gott daraus entstanden. Und Städte von dort her nehmen eine sehr schnelle Spirale abwärts. Es wird in dieser Stadt immer nur schlimmer. Fern von Gott, trennt von Gott, kann es irgendwie wie gar nicht gut kommen. Wenn der Schutz nicht mehr Gott ist, sondern jetzt die Mauer wird, wenn ich mir selber muss schauen, wenn ich selber muss für meine eigenen Rechte einstehen, dann nimmt es so eine wie eine Abwärtsspirale an. Und wir lesen dann auch ganz gleich mal vom Nachkommen vom Kain, nämlich vom Lamech. Der erste Mann, der übrigens mehr als eine Frau hat gebraucht, gemeint zu brauchen, lesen wir im 1. Mose 4, 23, 24, wie die Abwärtsspirale von dieser Stadt Dynamik annimmt. Lamech sagte zu seinen Frauen, Ada und Zillah, meine Frauen, hört mir gut zu. Ein steiler Einstieg. Wenn ein Mann mich verwundet, erschlage ich ihn. Ja, für eine einzige Strieme bringe ich ihn um. Wenn schon ein Mord an Kain 7-fach bestraft wird, für Lamech wird alles 77 Mal gerecht. Und das ist jetzt so die Dynamik in dieser Stadt, oder? Vom Kain in der Trennung zu Gott, zum Selbstschutz hin zu, hey, wir schlagen nicht einmal zurück, wir schlagen nicht 7-mal zurück, sondern wir schlagen 77 Mal zurück. Und man merkt so, wie die Dynamik von dieser Stadt Fahrt aufnimmt. Und dann kommt die nächste Stadt, Babylon, wo wir auch schon erwähnt haben, ist das nächste, wo erwähnt wird. Und man merkt, es wird immer wie schlimmer, oder? Man liest dann im 1. Mose 11, Vers 4, wie die Leute in dieser Stadt drinnen denken. Auf, jetzt bauen wir uns eine Stadt mit einem Turm, dessen Spitze bis zum Himmel reicht, schrien sie. Das macht uns berühmt. Wir werden nicht über die ganze Erde zerstreut, sondern der Turm hält uns zusammen. Und da wird der Kontrast so deutlich zwischen dem Garten und der Stadt. Der Garten, wo der Baum im Zentrum steht. Der Garten, wo grenzenlos ist, wo nicht irgendwie eine Stadtmauer zur Sicherheit braucht, sondern wo die Sicherheit im Garten drinnen von Gott ist. Wo Gott drinnen lebt. Und jetzt sind wir angekommen an einem Ort in Babel, wo Rache und Selbstverteidigung an erster Stelle steht. Und mehr noch, wo die Selbstverwirklichung, selber wenn wir sein, wie Gott an erster Stelle ist. Wir bauen einen Turm. Wir haben im Zentrum nicht mehr den Baum vom Leben, sondern wir haben im Zentrum unsere eigene Kraft, unsere eigene Macht, unser eigenes Symbol von der Unabhängigkeit Gottes. Also, das Symbol von der Rebellion steht jetzt im Zentrum. Und man merkt so richtig, wie die Städte immer schlechter und verfallener und Gott ferner werden, je länger dass die Geschichte geht. Babylon wird dann auch zum Prototyp des Bösen. Es gibt dann später Städte, die genannt werden, das ist wie Babylon. Zum Beispiel Rom bekommt den nicht so mega beliebten Titel, dass das ist wie Babylon. Auch in der mittelalterlichen Geschichte lesen wir, dass London wird häufig mal Babylon genannt, weil genau wie in Babylon auch in London Sünde und Gottes Ferne am Grasieren war. Und man merkt, okay, die Städte werden immer schlimmer und schlimmer. Und es wird immer mehr zum Kontrast, immer mehr anders, als so, wie Gott sich das eigentlich gedacht hat am Anfang im Garten. Der Baum ist nicht im Zentrum, sondern der Turm, die Selbstverwirklichung. Gottes Vertrauen gibt es nicht. Wir schützen uns selber und wir schauen uns selber. Und Sünde und Rache wird immer grösser und schlimmer. Vielleicht denken jetzt alle, die am Anfang gesagt haben, Städte nein, oder? Blechstädte, siehst, ich habe es ja gewusst, es gibt einen Grund, wieso ich Städte blöd finde. Wer will auch schon dort hergehen, gell? Es gibt aber eben auch noch die andere Seite der Stadt. Städte müssen nicht per se, per Definition immer nur schlecht sein. Es gibt auch die gute Stadt. Es gibt Jerusalem, Zion, die Stadt auf dem Berg. Wir lesen im Psalm 87, Vers 2. Hoch auf dem heiligen Berg hat Gott die Stadt Zion errichtet. Er liebt Jerusalem mit seinen herrlichen Toren, mehr als alle anderen Orten, in denen die Nachkommen von Jakob wohnen. Und auch im Psalm 76, Vers 3. In Jerusalem wurde sein Heiligtum errichtet, auf dem Berg Zion hat er seine Wohnung. Und das ist so die Kontraststadt, oder? In dieser Stadt, im Zentrum, steht eben nicht der Turm, sondern es steht der Tempel, wo Insider wissen, aufgebaut ist wie ein Garten,
wo ganz viele Gartensymbole wieder drin vorkommen, auch in der Stiftshütte. Man hat Menorah, den Kerzenleuchter, der aussieht wie ein Baum. Du hast Palmen an der Wand, du hast Granatäpfel, du hast das Wasserbecken. Ganz viele Symbole deuten wieder eben auf den Garten, auf die Schöpfung, auf den Ursprungsgedanken Gottes hin. Und irgendwie hat Jerusalem das wie den Garten zurück in die Stadt hineingebracht. Und jetzt soll Jerusalem anders sein als alle anderen Städte. Es soll eben die Stadt Gottes sein. Es soll wieder so sein, wie Gott sich das ursprünglich gedacht hat. Und nicht wie die Städte geworden sind, immer böser und immer schlimmer und immer unabhängiger und immer weniger Gottes Vertrauen. Sondern Jerusalem soll der Kontrast sein, soll wieder werden, wie Gott sich das überlegt hat. Gott hat dort einen Versuch gemacht, mit Jerusalem zu sagen, okay, wir bringen Garten Eden, wir bringen das Paradies zurück in die Stadt rein und dann schauen wir mal, was passiert. Und am Anfang ist es gut gekommen. Es ist eine Zeit lang gut gewesen, aber es ist gekommen, wie es hätte müssen kommen. Die Menschen haben irgendwie das Kein-Gen nicht aus sich herausgebracht. Sie haben auch angefangen, das zu tun, was nicht hätte sein sollen. Auch sie haben wieder auf ihre eigene Tat und auf ihre eigene Kraft und auf ihre eigene Stärke vertraut und nicht auf den Schutz Gottes. Und so ist auch das Projekt Jerusalem, die Kontraststadt, die Kontraststadt, die hätte sein sollen, wie eben die anderen Städte nicht sind, ist genau so geworden, wie alle anderen Städte eben auch. Und wir lesen im Jesaja 1, 21, 23 ein Prophet, ein paar Jahrhunderte später, wo jetzt, nachdem einige Zeit vergangen ist, auf das Jerusalem schaut und Folgendes feststellt. Ach Jerusalem, früher warst du deinem Gott treu, jetzt aber bist du zur Hure geworden. Damals ging es in der Stadt gerecht und rechtlich zu. Und heute herrschen dort Mord und Totschlag. Genau wieder so, wie die ersten Städte sind. Jerusalem, damals warst du wie reines Silber, heute bist du mit vielen Schlacken vermischt. Früher warst du ein guter Wein, heute bist du mit Wasser gepanscht. Deine führenden Männer sind Aufrührer und machen mit Betrügern gemeinsame Sache. Sie lieben Geschenke und Bestechungsgelder und das Recht von hilflosen Waisen kümmern sie nicht. Und hilfesuchenden Witwen lassen sie gleich an der Türe abweisen. Also die Stadt, die hätte anders sein sollen, ist irgendwie am gleichen Ort geendet, wie all die anderen Städte auch. Und das Böse, Unzucht, Immoral und Ungerechtigkeit herrscht genauso in Jerusalem wie in all den anderen Städten auch. Und man fragt sich an dem Punkt von der Geschichte, okay, wie soll das jemals wieder gut kommen? Also sind die Städte quasi einfach nur verurteilt, nur schlecht? Gibt es da keine Hoffnung mehr? War es das? Irgendwie scheint sich das immer wieder zu wiederholen. Der Zyklus von Gott greift ein, Sünde kommt und Menschen sind gleich wieder so wie vorher. Und das ist jetzt an dem Moment, wo du dich vielleicht fragst, okay, cool Story, Bro, aber was hat das genau mit mir zu tun? Quasi, okay, spannend, all die Städte in der Bibel und so, okay, Geschichte von der Bibel, ja, spannend, aber was genau hat das mit mir zu tun? Warum sollte mich das interessieren? Warum ist das Wort Stadt in der Bibel für mich relevant? Vielleicht bist du ja eben einer von denen, der nicht in einer Stadt wohnt, wo gar nichts mit Städten zu tun hat, wo Städte nicht mega spannend findet und auch nicht vorhat, mal Städte zu bereisen und so. Und vielleicht stellst du dir jetzt die Frage, okay, aber was hat das jetzt mit mir zu tun? All das, was wir jetzt gehört haben, was ist die Relevanz für mich? Ich finde, das ist eine sehr gute Frage und ich probiere, die jetzt zu beantworten. Ich glaube, die Frage nach der Relevanz von der Stadt ist, das Problem von der Stadt ist heute genau noch das Gleiche. Das Problem von der Stadt, warum das die Stadt schlecht geworden ist, oder warum das die Stadt schlecht war, ist heute noch genau das gleiche Problem wie dazumal. Schau, wir haben angefangen bei Kain und Abel, der Kain, der die erste Stadt baut. Und bevor das der Kain seinen Brüder erschlagen hat, gibt es das Gespräch mit Gott. Gott kommt und sucht den Kain auf und er sagt am Kain Folgendes. Im 1. Mose 4, 6 bis 7. Dort sagt Gott zum Kain Folgendes. Warum bist du so zornig und blickst so grimmig zu Boden? Fragte ihn der Herr. Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du doch jedem offen ins Gesicht sehen. Wenn du jedoch Böses planst, dann lauert die Sünde schon vor deiner Tür. Sie will dich zu Fall bringen. Du aber beherrsche sie.
Das ist der Ratschlag, wo Gott am Kain gibt, bevor dass er den ersten Mord in der Geschichte der Menschheit begeht. Er warnt ihn vor den Konsequenzen der Sünde. Er warnt ihn dort schon, was wird passieren, wenn er trotzdem tut, was er schon irgendwie in seinem Herz drinnen grummelt, und wenn er das jetzt nicht bearbeitet, wenn er dem nicht schaut, dem Zorn, der Wut, was sich da am Aufbauen ist, dann wird es nicht gut kommen. Und ich stelle fest, ich habe genauso kein Gen in mir drinnen. Ich glaube, das ist nicht nur ein Problem, das Städte haben, sondern das ist ein menschliches Problem, dass wir kein Gen in uns drinnen haben. Dass auch du und ich dazu neigen, nicht auf Gott zu vertrauen und nicht das zu tun, was wir eigentlich sollten. Und dass du und ich auch heute noch immer wieder gegen Gott rebellieren und nicht auf Gott vertrauen. Ich habe mir die Frage gestellt, wie reagiere ich, wenn ich mich versündige? Bin ich wieder kein, der wegrennt und eine Stadt baut, der Mauern aufzieht, der Türen zumacht, der sich isoliert und separiert? Und ich stelle fest, ich habe absolut die Tendenz in meinem Leben. Wenn ich mich versündige, wenn ich etwas falsch mache, dann habe ich einen Drang in mir drin, der sagt, ich renn und baue deine Mauern. Zieh es auf, separier dich von Gott, obwohl eigentlich genau die entgegengesetzte Antwort die richtige Antwort wäre. Dass wenn wir uns verschuldigt, wenn wir uns versündigen, wenn wir das tun, was wir nicht sollen, dann wäre eigentlich die perfekte Reaktion, zurück zu Gott zu rennen, zurück in den Garten zu gehen und zu sagen, sorry, es tut mir leid, ich habe versagt, bitte vergib mir. Nimm das weg von mir. Aber was machen wir? Wir machen das Gleiche wie die Kain. Wir gehen und bauen eine Stadt. Wir ziehen Mauern auf und machen Türen zu und separieren, schliessen uns aus von Gott. Und in dieser Ausgeschlossenheit, in dieser Separierung, in dieser Trennung von Gott, da kann ja gar nichts Gutes entstehen. Da muss die Stadtkultur zum Entstehen kommen. Da muss das so weitergehen. Und genau das Gleiche stelle ich in meinem Leben fest. Und ich wage jetzt mal zu behaupten, bei dir gibt es das vielleicht auch, die Tendenz. Die nächste Frage, wo ich mich stelle, ist, vertrauen wir denn Gott? Oder sind wir wie Babylon, wo auch einen Turm will, wo auch will, aus eigener Kraft, aus eigenem Wirken, aus eigener Anstrengung, irgendwie den Weg zurück zu Gott finden? Haben wir auch die Tendenz, einen Turm zu errichten, auf das man es sieht, auf das man es feststellt? Haben wir auch die Tendenz, eine Mauer zu erbauen, auf das wir uns selber schützen? Oder vertrauen wir am Schutz Gottes? Also ich behaupte einfach, das gleiche Problem von der Stadt hast du und ich heute noch genauso. Darum ist das relevant für uns. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, was ist denn die Lösung? Was ist denn bitte schön die Lösung von diesem Problem? Und ich habe am Anfang gesagt, hey, wir entdecken den grossen Geschichtsbogen in der Bibel drinnen. Wir wollen dieser roten Linie nachgehen und dementsprechend gibt es eigentlich nur eine Antwort auf die Frage, was ist die Lösung vom Problem? Genau. Es haben ein paar aufgepasst. Jesus ist die Lösung. Ja, natürlich ist Jesus die Lösung. Übrigens, wenn ihr mal in einer Bibelschule sind, 99% von allen Fragen kannst du mit dieser einen Antwort einfach schon mal beantworten. Jesus ist nie falsch, das ist immer richtig und es ist auch heute am Morgen genauso wieder richtig. Jesus ist die Lösung von dem Problem. Er hat das ursprüngliche Problem, nämlich das Sündproblem, bearbeitet, behandelt und hat es besiegt. Ich finde es bezeichnend, dass Jesus in einem Garten verhaftet wird und dass er in einer Stadt umgebracht wird. Dass er von den korrupten Führern und Leitern von dieser Stadt Jerusalem getötet wird. Jerusalem. Wieso Jerusalem? Wieso muss das Jerusalem sein? Die eine Stadt, die eigentlich anders sein sollte. Die eine Stadt, wo Gott für sich auserwählt hat und gesagt hat, hey, diese Stadt die nehme ich für mich und da wohne ich drinnen. Diese Stadt ist es, wo Jesus am Schluss zum Tod verurteilt. Wie tragisch ist die Geschichte. Aber durch das besiegt Jesus das Problem der Sünde. Und dann sagt er, in Matthäus 5, Vers 14, übrigens muss man sich kurz vor Augen führen, wo er das genau sagt. Er sagt das am See Genezareth in Galiläa, auf einem Berg, in einer Hügellandschaft drinnen, sagt er Folgendes. Ihr seid das Licht, das die Welt erhellt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht
verborgen bleiben. Er ruft jetzt seine Nachfolger dazu auf, eine Stadt zu sein auf einem Berg. Und er sagt das zu absoluten Landeier, by the way. Das sagt er nicht in Jerusalem, sondern er sagt das irgendwo weit draussen im Grünen. Sagt er, ihr sollt sein wie eine Stadt auf einem Berg. Das ist die Lösung für das Stadtproblem, für die Sünde und für die Korruption, die in der Stadt Einzug gehalten sind. Sind ihr anders und folgt meinen Wegen. Macht so wie ich. Und dann kommt das die Bergpredigt, wo er ihnen sagt, wie sie dann sollen sein. In Matthäus 5, 44, einfach exemplarisch eine Passage aus dieser Bergpredigt daraus. Es heißt bei euch, liebe deinen Mitmenschen und hasse deinen Feind. Doch ich sage euch, liebt eure Feinde und betet für sie, die euch verfolgen. Jesus lebt vor. Das Gegenteil von der Stadt. Wir sehen im Kontrast, was der Lamech gesagt hat, der Stadtmensch. Hey, wenn einer mich krumm anschaut, wenn einer mir eine Striemen versetzt, dann töte ich ihn. Und Jesus sagt, okay, das ist the way of the city. Ich sage euch, wie es bei mir läuft. Wer mir nachfolgt, der soll genau andersrum leben. Der soll kontra sein. Und das ist meine Stadt auf dem Berg, wo sichtbar scheint für alle, zum dem Beispiel nachfolgen. Und wer das macht, wer sagt, okay Jesus, ich will so leben wie du, ich will aufhören mit Rache und mit Zorn und Korruption, ich will so leben wie du. Und by the way, das kannst du im Fall noch nachlesen in Matthäus 5, was das alles beinhaltet, die Nachfolge Jesus. Es ist genau das Gegenteil von dem, wie es ist bei der Stadt. Diesen Menschen gibt es ein Versprechen. Im Hebräer 11, 13 und 16 können wir von diesem Versprechen lesen. Was mit denen passiert, die sich eben auf Gott verlassen. Die nicht eigene Mauern bauen wollen, sondern die sagen, Gott, ich vertraue dir. Ich will es nicht selber erreichen, ich will nicht selber meine Stadtmauern bauen, ich will nicht einen eigenen Turm bauen, sondern ich vertraue dir, Gott. Dort lesen wir von diesem Versprechen. Alle, die hier erwähnt wurden, haben sich ganz auf Gott verlassen. Doch sie starben, ohne dass sich Gottes Zusage zu ihren Lebzeiten erfüllte. Lediglich aus der Ferne haben sie etwas davon gesehen und sich darüber gefreut, denn sie sprachen darüber, dass sie auf dieser Erde nur Gäste und Fremde seien. Nein, sie sehnten sich nach einer besseren Heimat, nach der Heimat im Himmel. Und das ist im Englischen noch so viel schöner, weil das Wort, das da gebraucht wird, ist Citizenship in Heaven. Dort ist das Wort Stadt auch noch drin. Er sagt, hey, meine Heimat, meine Zugehörigkeit ist eine Stadt im Himmel. Dort gehöre ich eigentlich dazu. Eben in dieser Stadt, wo wieder so ist, wie Gott sich das ausgedacht hat. Wie schön ist das Versprechen, dass Gott nicht einfach sagt, okay, steht weg, sondern er sagt, ich erneuere und ich mache eine Stadt so, wie es eigentlich hätte sollen sein. Deshalb bekennt sich Gott zu ihnen und schämt sich nicht, ihr Gott genannt zu werden. Denn für sie hat er seine Stadt im Himmel gebaut. Und das ist die beste Nachricht, die wir haben an dem heutigen Morgen. Wer mit Jesus lebt, der hat Zusage, der hat das Versprechen, eines Tages eine neue Heimat dürfen zu empfangen. Der darf eines Tages einziehen und wohnen in einer ewigen Stadt, wo wieder der Garten im Zentrum hat. Wir lesen von dieser Stadt in der Offenbarung 21, 2 und 25. Evelyn hat schon ein bisschen erzählt von dieser Stadt. Wir lesen, ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Und dann ein bisschen später, nach der Beschreibung, kann all die kostbaren Steine und Diamanten und Edelsteine, die ich selber nicht kenne, habe ich jetzt übersprungen und komme zu dieser folgenden finale Aussage. Weil es keine Nacht gibt, werden die Tore niemals geschlossen. Sie stehen immer offen. Und das ist genau das Zeichen von, hey, es braucht es nicht mehr, dass die Stadt sich selber schützen muss. Mauern sind ja das Zentrale an der Stadt, oder? Der Selbstschutz. Ich schütze mich selber. Sondern die Stadt, dort sind die Tore immer offen, dort braucht es das nicht mehr, weil Gott im Zentrum lebt, weil Gott dort ist, weil er wacht und herrscht und regiert über diese Stadt. Und das ist das Versprechen von unserer neuen Heimat. Eine Stadt, wo der Garten wieder drinnen ist, wo Gott selber drinnen wohnt und wir eines Tages dürfen Einzug halten, weil Jesus Christus das Problem der Sünde besiegt hat.
Für das möchte ich jetzt Danke sagen in einem Gebet und dann möchte ich euch einladen, den Sieg zu feiern. Wir dürfen nämlich dann einsteigen in eine Zeit der Anbetung und wo wir miteinander das Abendmahl feiern. Die Proklamation, dass der Sieg Jesu Gültigkeit hat für dich und mich. Dass Jesus triumphiert und gewonnen hat über die Sünde. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du der Sieger bist. Dass du das Problem bei der Wurzel gepackt hast. Und dass du gekommen bist und würdig gewesen bist, um dieser Sünde ein und für alle Mal den Stachel zu ziehen. Danke vielmals, hast du den Tod besiegt. Und ich bitte dich jetzt auch, dass das bei mir so darf sein, in meinem Leben, Jesus. Ich bitte dich, dass du die Sünde in meinem Leben besiegst und dass du mir hilfst, dass ich nicht mehr wegrennen will und dass ich nicht meine Stadtmauern aufziehen will und dass ich den Schutz bei mir selber suche, sondern dass ich ihn bei dir suche, Jesus. Dass ich als erstes wieder zu dir kommen und nicht wegrennen, Jesus. Ich möchte bekennen, ich vertraue dir und du bist mein Schutz. Amen. Amen. Wir dürfen jetzt miteinander das Abendmahl feiern. Ich tue jetzt das Wort lesen, einsetzen und dann darf ich euch einladen, für alle die möchten, das ist freiwillig, niemand muss Abendmahl nehmen, aber für alle, die Folgendes möchten bekennen, die dürfen dann vorkommen und das Abendmahl einnehmen. Wer bekennt, dass Jesus Christus Herr ist, dass Jesus Christus für Schuld am Kreuz gestorben ist, dass er sein Leib zerbrochen hat, dass er sein Blut vergossen hat zur Vergebung von unserer Schuld, die sind herzlich eingeladen, während dem Lobpreis einfach vorzukommen, ein Abendmahl nehmen, einen Kelch und ein Brot am Platz nehmen und dort einnehmen. Ich möchte euch einladen, das zu tun. Wenn das nicht dein Bekenntnis ist, hey, kein Problem, bleib einfach sitzen, lass an dir vorbeigehen. Niemand ist gezwungen, zum Abendmahl reinzunehmen und alle, die wollen, dürfen bekennen. Und ich darf jetzt die Einsetzungswort lesen aus dem Lukas-Evangelium. Zum Lukas 22, Vers 19. Dann nahm er Brot. Er dankte Gott dafür, teilte es und gab es ihnen mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Nach dem Essen nahm er den Becher mit Wein, reichte ihn den Jüngern und sagte: Dies ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Es wird für euch zur Vergebung der Sünden vergossen. Und das möchten wir jetzt miteinander tun. Ich darf Dankeswort sprechen, darf Jesus Danke sagen für den Leib, den er zerbrochen hat. Danke, Jesus Christus, hast du dein Leib zerbrochen. Merci vielmals, bist du es gewesen, wo gesagt hat, und ich gebe mich hin. Danke vielmals, bist du ans Kreuz gegangen und hast du es auf dich genommen, was uns zugestanden wäre. Ich darf Danke sagen für sein Blut, das er vergossen hat. Danke, Jesus Christus, hast du das Blut vergossen. Merci vielmals, hast du einen neuen Bund geschaffen zwischen uns und dem Vater im Himmel. Danke vielmals, haben wir Vergebung. Dürfen wir das in Anspruch nehmen, in deinem Blut, in deinem Werk, was du vollbracht hast am Kreuz. Wir loben dich und wir preisen dich. Amen. Amen. Ihr dürft euch gerne erheben zur Anbetung und dürft dann, so wie wir es gewohnt sind, reihenweise vorkommen, Abendmahl holen. Wenn du es zum ersten Mal machst, wenn du nicht weißt, wie das geht, schau einfach, der Kreuzpunkt kennt das schon, wie das läuft. Einfach mitlaufen mit dem Strom.